Servus Leute, wir sind von Viva la Movilusion und ihr hört heute unsere allererste Podcast-Folge und dazu haben wir uns ausgesucht, den Film Reservoir Dogs von Kultregisseur Quentin Tarantino zu besprechen, da unter anderem für mich, Ankane, einer seiner absoluten Film-Highlights ist, die er jemals gesehen hat. Meine zwei Kollegen, der Corby. Servus. Und der Mike. Habe die Ehre. Werden uns auch einen geistigen Erguss dazu abgeben. Ich hab mir den Film jetzt erst einmal kurz vorher, bevor wir jetzt angefangen haben zum Aufnehmen, angeschaut. Und es, glaube ich, war das 18., 19., 20. Mal, ich kann es euch nicht genau sagen, weil der Film für mich immer wieder in den Player einwandern kann. Für mich auch der mit Abstand beste Tarantino-Film. Die Klasse zu seinem Debüt von 1992 hat er nie wieder erreicht, meiner Meinung nach. Vor allem was die Dialoge angeht, weil dieser Film strotzt von geilen Dialogen, allein die Intro-Szene beim Frühstücken, die hat mehr geile, legendäre Dialoge als manche Filme auf 2 Stunden Spielzeit zusammenbringen. Ich finde, Reservoir Dogs ist einer von den geilsten Tarantino-Filmen, aber irgendwie Platz 1 ist doch immer vom Aufbau her und einfach von dem, was du ja visuell alles siehst, einfach Pulp Fiction. Ja, ich gebe dir recht, das ist ja bei mir ein ziemlich knappes Kopf-an-Kopf-Rennen bei denen zwei, aber Reservoir Dogs hat bei mir, den habe ich mir ziemlich jung gesehen, da hat er allein schon deswegen einen Steuernbredel gehabt und wie ich vorher schon gesagt habe bei der Einleitung, diese Dialoge, die Klasse von den Dialogen, die kann ich fast alle mitschmerzen mittlerweile, das hat Pulp Fiction bei mir nie erreichen können und deswegen ist bei mir Reservoir Dogs immer auf Platz 1. Und man muss sie immer im Hinterkopf behalten, dass es sich hier um einen Debütfilm handelt. Also meiner Meinung nach ist das mit Tanz der Teufel oder den ersten Saw-Film zum Beispiel eines von den besten Debütfilme überhaupt. Das ist die absolute Essenz von seinem Können und alles, was später gekommen ist, war entweder hat er auf dem aufgebaut oder war dann im Endeffekt eine Verwässerung von dem Ganzen. Aber ich muss auch wirklich sagen, das ist einer von meinen absoluten Tarantino-Favoriten. Also man muss ja dazu sagen, mein Loscher Stand heute, wenn du sagst, die ganzen Schauspieler, die da dabei sind, die Essenz von diesem Independent-Film mehr oder weniger, wo du sagst, da passiert ja eigentlich weniger wie in Pulp Fiction, visuell, weil es spielt die ganze Zeit in dem einen Raum, in dieser Halle und du siehst schon immer wieder Ausschnitte, wie sind die einzelnen Charaktere dazu kämen, dass die jetzt in der Lage sind oder wie sind die zu diesem Diamantenraub kämen, aber wirklich ja der Hauptpart spielt hauptsächlich in dieser Halle. Was halt einfach bei dem Film klasse ist, weil du sagst ja, er spielt nur in diesem Raum, das ist ja so eine Lagerhalle, ein umfunktioniertes als Leichenschauhaus, meine ich, war das. Es ist ja eigentlich ein Räuberfilm, ein Gangsterfilm, der einen Raubüberfall behandelt und er schafft es also, diesen Raubüberfall so spannend, aber auch erzählt, nur durch Dialoge, ohne dass du jemals die eigentliche Tat von dem Film siehst. Das ist, wie der Mike vorher schon gesagt hat, als Debütfilm ist das absolut bemerkenswert, gleich so erzählerische Raffinesse mit da reinzubringen zum Start. Absolut. Was ziemlich cool ist, ich habe mir jetzt da ein bisschen nebenbei noch zu dem Film beschäftigt, er hat ja ziemlich wenig Budget gehabt. Da habe ich einige lustige Anekdoten dazu gelesen. Der Film ist auf 35 Tage gedreht worden und er hat ganz tolle Angebote gekriegt für Produzenten, die da Geld reinbuttern wollten. Am Ende aber nicht gemacht haben, Gott sei Dank, weil da war so ein Clown, der wollte ihm 1,6 Millionen hinwerfen. Dafür wollte er aber bestimmen, dass der Film am Ende ein Witz war, also sprich alle wieder auferstehen, die tot waren. Das war seine Bedingung gewesen. Der zweite hätte ihm nur $500.000 geboten. Der wollte aber dann unbedingt, dass seine Freundin den Mr. Orange spielt, statt ein Tim Roth. Das war dann Gott sei Dank auch so ein Angebot, das ausgeschlagen worden ist, durch was er ein bisschen Budget dann gekriegt hat. Da glaube ich, sind auch noch mal fast 2 Millionen haben da fließen können. Das war durch einen Einstieg vom Harvey Keitel. Der hat nämlich das, über Umwege hat er das Drehbuch gekriegt und hat da richtig Bock drauf gehabt und gesagt, er steigt da ein und hat dann auch mitproduziert. Und der Umweg war, wenn ich möchte noch schnell unnützes Wissen einschmeißen, die Frau vom Harvey Keitel, bei der Tarantino Schauspielunterricht genommen hat. Und die ist auf das Drehbuch aufmerksam worden, hat es ihrem Göttergarten gezeigt und der war natürlich Feuer und Flamme für das Ganze. Zu Recht auch. Und hat dann gleich mal gesagt, er spielt da aber dann auch mit, wenn er schon Geld reinpumpt. Das hat dir im Film ja absolut nicht geschadet. Der Harvey Keitel
macht er ein super Schauspiel und ist für mich einer der Lieblingscharaktere. Neben Steve Buscemi, den ich da auch einfach liebe, der Mr. Pink spielt. Aber vielleicht kennt der ein oder andere Hörer jetzt auch gerade den Film Null. Und darum sollte man vielleicht auch ein bisschen was über die Handlung sagen. Von dem Film Null oder von Reservoir Dogs? Und schon wieder den nächsten Hörer verloren. Ja, aber wo einer geht, kommen zwei neue. Also, in der Handlung geht es darum, dass sich ein paar Typen treffen, die haben alle keine Informationen zu ihren Kollegen und planen miteinander einen Diamantenraub. Der geht blöderweise schief, es kommen ein paar es werden welche schwer verletzt und sie haben dann so einen geheimen Treffpunkt, an dem sie sich dann versammeln sollen. Nach und nach wird dann die Geschichte anhand von den einzelnen Typen, die alle Mr. Pink, Mr. Orange, Mr. White und so weiter sich nennen, um eben mit Decknamen zu arbeiten, wird die Geschichte dann zusammenerzählt und sie haben halt auch eine Ratte beziehungsweise einen Polizisten undercover unter sich und es gilt halt dann rauszufinden, wer der Undercover-Cop ist, der auch dafür gesorgt hat, dass dieser Raub ordentlich in die Hose geht. Das Ganze wird auch durch Zeitsprünge erzählt. Also du bist am Anfang, als sie sich miteinander unterhalten zum Frühstücken, dann bist du wieder bei der Fluchtfahrt, danach bist du wieder bei der Planung des Raubs, dann bist du wieder bei der Planung des Undercover-Einsatzes. Also eine sehr sprunghafte, aber dadurch lebhafte Erzählung von dem Film. Mehr will ich ja gar nicht sagen, weil wir nicht verraten, wer dann die Ratte am Ende ist, wobei es ziemlich früh klar wird. Da wird auch gar kein Hehl draus gemacht, aber das wollen wir euch selber entdecken lassen. Genau, wir haben ja vorhin schon ein bisschen was zu den Schauspielern gesagt. Harvey Keitel spielt mit, Steve Buscemi, Tim Roth, Michael Madsen, der auch später immer wieder in Tarantino-Filmen auftaucht, und der Quentin Tarantino selbst. Wo man ja sagen muss, damals hat er einfach auch noch die Statur gehabt, dass man vor Kamera stellen kann für mehrere Minuten. Was nicht heißen soll, dass er jetzt hässlich ist. Nee, er ist nicht hässlich, das Alter war nur nicht gnädig mit ihm, aber lasst es doch jetzt. Wer weiß, wie wir da ausschauen. Jetzt sind wir noch alle geil und jung und wer weiß, wie es in 20 Jahren ist. Einen hast du vergessen, den Edward Bunker, der den Mr. Blue spielt, und bei dem ist es ganz lustig, weil der Typ war früher wirklich Bankräuber, bevor er Autor und Schauspieler geworden ist. Das ist ja fast so eine Karriere, wie der Danny Trejo hingelegt hat. Ja. Und er hat gesagt, die Planung von dem ganzen Überfall ist seiner Meinung nach nicht recht akkurat, weil es wäre niemals zustande kommen, dass er sich mit völlig ihm unbekannten Leuten zum Raubüberfall zusammenschließt, und auch nicht, dass sie sich halt alle dann mit schwarzen Anzügen kleiden und irgendwo noch zum Frühstücken gehen, weil wenn nämlich später die Polizei ermitteln würde, wird sich jeder an so eine Gruppe Typen erinnern. Also er hat gesagt, Überfall akkurat ist das Ding nicht. Oh Mann, dann spielt er schon den Film mit und dann redet er auch noch schlecht. Genau, gut, aber es ist gut zu wissen für uns, wenn wir vielleicht irgendwann mit dem Podcast doch nicht so viel Kohle verdienen, wie wir meinen, und dann doch Geschäfte ausrauben müssen. Drum hört's alle fleißig zu, erzählt's euren Freunden von dem Podcast, damit wir Diamantenraub machen wirst. Genau, das ist wichtig für uns und vielleicht für potenzielle Bankangestellte, die mit euch befreundet sind. Der Film strotzte übrigens vor Gewalt und auch vor wüsten Dialogen. Bei den Screenings, die damals aufgeführt worden sind, also anscheinend haben regelmäßig Leute den Saal verlassen, und einer von denen war übrigens der Wes Craven, bekannt die meisten wahrscheinlich durch A Nightmare on Elm Street und Last House on the Left. Seine Begründung war damals, er ging jetzt, zum Beispiel eben wegen Last House on the Left, hat er gesagt, dieser Film, der zeigt ja mehr das Böse und was das ausmacht, wie schlimm das ist, aber er glorifiziert es nicht, und was ihn an dem Film da eben so sauer aufgestoßen ist, dass die Glorifizierung der Gewalt ihm einfach zu viel war, und deswegen hat er den Saal verlassen müssen. Also zum Stand jetzt würdet ihr sagen, gut, 1992, wo der Film rausgekommen ist, wenn ihr das im Kino gesehen hättet, wäre das eigentlich zu brutal gewesen? Ich meine, weil wenn man das mit heutigen Gewaltstandard vergleicht, dann ist es eigentlich ein relativ harmloser Film, vielleicht bis auf eine Szene, wo man auch sagt, okay, das ist jetzt schon hart, aber ansonsten das werden halt ganz viele Szenen auch nicht explizit gesagt, sage ich jetzt einmal. Das ist ganz viel offscreen und es spielt sich ganz viel im Kopf vom Zuschauer ab, und das macht das Ganze dann um einiges intensiver.
Und die Folterszene, die berühmt-berüchtigte Folterszene, die hat auch heute im Vergleich zu andere Filme, hat die nichts an ihrer Intensität oder so verloren. Weil ich finde, dieser Metzen spielt es so ruchlos und eiskalt, wenn der Polizist ihn da anbettelt, ihn da nicht weiterzumachen und nicht zu töten. Und es ihm so dermaßen scheißegal ist und er das einfach billigt, dass er ihn da jetzt halt eiskalt hinrichtet, egal ob der Familie hat oder sonst irgendwas. Also ich finde die Szene immer noch äußerst drastisch in ihrer Darstellung. Aber wie du schon sagst, in der heutigen Zeit haben wir wesentlich heftigere Sachen gesehen, aber das besticht eben, wie der Mike schon sagt, durch viel, es wird nicht draufgehalten, sondern man muss sich viel zusammenreimen und das macht es meistens für mich ein bisschen schlimmer, weil ich halt doch eine blühende Fantasie habe. Könnt ihr euch nur daran erinnern, als ihr den Film zum ersten Mal gesehen habt, dass ihr mitgefiebert habt, wer jetzt da eventuell die Ratte sein könnte, beziehungsweise hättet ihr erwartet, dass der Film so ausgeht, wie er ausgeht? Na, ich war da auch, also von Anfang bis Ende gefesselt und hätte mir auch nicht gedacht, dass das Ende so ist, wie es ist. Gerade auch das Ende, finde, sticht halt da heraus, weil es konsequent, weil dieser Film einfach konsequent ist und hier nicht auf irgendwelche Gefühle von Zuschauern achtet, sondern das eiskalt durchzieht, so wie er sich in seinem Kopf ausgemalt hat, der Regisseur. Ja, das ist ja das Wichtigste für Regisseure, dass er sagt, scheiß auf die Zuschauer. Ja, er hat sich ja damals ordentlich anscheinend mit dem Harvey Weinstein streiten müssen. Ich weiß nicht, ob es da schon um #MeToo ging oder weniger. Der wollte auf alle Fälle die Folterszene ja schon rausnehmen lassen aus dem Film, weil ihm die zu drastisch war. Da hat er anscheinend einen ordentlichen Kampf gegen den Typen gehabt, dass er die Szene drin lassen kann. Und das zeigt halt auch, wie wichtig das es ihm war, dass er den Film nach seiner Vision gestalten kann und nicht durch irgendwelche Fettsack-Produzenten, die minderjährige Mädel, du weißt schon, was machen. Das spricht stark für ihn. Mike, wie war das bei dir, wo du das erste Mal Reservoir Dogs gesehen hast? Das ist schon so lang her. Ich bin ein wenig älter wie S2. Bei mir ist schon ein wenig länger her, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe. Das heißt da als S2, gell? Aber nicht in Bayern, du Pfeife. Na, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall spannend bis zum Schluss. Ist er heute noch, muss ich sagen, obwohl man eigentlich den Film auch schon im zweistelligen Bereich gesehen hat, aber es bleibt trotzdem immer wieder spannend, den ganzen zuzuschauen. Und beim ersten Mal schauen ist das natürlich wieder Dampfwalze, der Film, der überfährt die einfach. Und vor allem, der Film war damals eine von meinen ersten DVDs, die ich mir damals gekauft habe und war gleichzeitig eine von den ersten DVDs, die überhaupt bei uns rausgekommen sind. Und ja, das war irre. Der Film, dem ist er schon ein Ruf vorausgeeilt, muss ich sagen. Ich habe schon ein paar Bücher im Vorfeld gelesen und die Erwartungen waren dementsprechend hoch und sind da vollends erfüllt worden. Ein kleines Rätsel für euch zwei. Was glaubt ihr denn, wie oft in dem Film Fuck gesagt wird? Gar nicht. 0. Jetzt gehe ich mir von Tarantino Standards aus und sage mal, ein dreistelliger Bereich 100. Genau, es ist dreistellig, aber wir sind bei 272, aber du hast auf alle Fälle ein Bier gewonnen, Mike. Okay, merci. Also auf eine Stunde 35, 272. Wieder hätte es ein Bier zum Gewinnen geben. Das musst du ja vorher sagen. Ach so, dann hätte sie besser angestrengt. Also für zukünftige Wetten, weißt du, steht immer ein Bier im Raum. Aber der Film schafft es auf seine, das war, was wir vorher schon erwähnt haben, er scheut ja auch nicht zurück von wirklich, von Dialogen, die halt auch sehr grenzwertig sind. Es geht los, dass eben pausenlos geflucht wird und beschimpft wird und man auch sehr gerne das N-Wort benutzt, was halt aber einfach auch die Charakterzeichnungen ausmacht und ihr Kälte und Ignoranz gegenüber anderen Menschen nochmal hervorhebt. Was ja auch beim Tarantino im Laufe der Jahre nicht weniger geworden ist. Das ist auch möglich, ja, genau. Man merkt es aber bei den restlichen Dialogen, ich sag gerade wenn sich der Mr. White und der Pink unterhalten, ob sie auch jemanden erschossen hat und das heißt dann, nee, nur Bullen, ach so, keine richtigen Menschen, nee, nur Bullen. Das sind so Dialoge, die bleiben im Kopf und die strotzen einfach nur so von Abneigung gegen bestimmte Personengruppen. Aber das ist wie du am Anfang schon gesagt hast, die Dialoge sind so dermaßen messerscharf und auf den Punkt, wo sie meiner Meinung nach auch über die Jahre, wo es ihn nicht mehr so hingebracht hat, wie in seiner Anfangszeit. Das stimmt, ja. Für mich auch vor allem, um kurz mal auszuschwenken auf die neue Tarantino-Generation mit Hateful Eight, Once Upon a Time, die sind zwar handwerklich alle nur absolut geil gemacht und super gemacht, aber wie du schon sagst, ich finde auch, dass er dialogtechnisch nicht mehr an
an die Schärfe rankommt, die er damals schreiben hat können, zu Zeiten wie eben Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill fand die auch noch mit tolle Dialoge oder genauso Inglourious Basterds und Django Unchained. Gut, mit Jackie Brown habe ich nie viel anfangen können. Der ist eigentlich so, geht bei mir ziemlich unter und damit dann auch gleich noch Hateful Eight und Once Upon a Time war wieder ein bisschen ein Lichtblick im Vergleich zu Hateful Eight, aber auch nicht der erhoffte Sprung, wie ich es von Tarantino Altzeiten kenne. Man muss dazu sagen, bei Once Upon a Time in Hollywood, da gibt's ein paar Szenen, da kommt so dieses Reservoir Dogs Feeling wieder hoch. Und das ist ja bei seinen vorherigen Filmen, die du jetzt gerade genannt hast, immer wieder mal so, wo du denkst, boah, geil, das war so, also das war wieder so ein Dialog, der hätte damals locker zu Reservoir Dogs reinpasst. Man denkt sich das und Reservoir Dogs ist halt einfach dieser komplette Film in diesem Standard, wo du halt echt sagst, von vorn bis hinten macht jede Szene Spaß. Ich kann mir das alles anschauen, ich kann mir das alles anhören und denke mir, das ist einfach Quentin Tarantino, weil ich das von einem anderen Filmemacher so einfach nicht kenne. Da bin ich ganz bei dir. Aber absolut, ich sage nur, die geile Szene, wenn der Tim Roth eben diese Lügengeschichte erzählt über seinen Besuch auf einer Toilette, in der ein paar Bullen standen und er die Tasche mit Gras dabei gehabt hat. Man weiß, dass die Szene, dass da nichts passieren kann, weil es eine erfundene Geschichte ist, die er da gerade erzählt, aber die ist trotzdem so intensiv und spannend, dass man sie da in Couch reinkrallt. Und das zu schaffen, dass man den Zuschauern zeigt, okay, es kann nichts passieren, weil es ist erfunden, aber die trotzdem voll gefesselt und gespannt sind, ob nicht vielleicht doch was passiert. Das ist ein absolut toller Kniff gewesen, den er da handwerklich und erzählerisch gemacht hat. Und nach dem Genuss von Reservoir Dogs kann man Like a Virgin von Madonna nie mehr so hören, wenn man es vorher gemacht hat. Einer meiner absoluten Lieblingsdialoge da drin. Das heißt, es geht nicht darum, dass sie es das erste Mal macht, sondern dass sie das erste Mal einen 30 Zentimeter Schwanz spürt. Und es spürt etwas, was sie seit dem ersten Mal nicht mehr gespürt hat. Das tut ja weh. Da hat sie ihm übrigens, da gibt's also eine Anekdote, sie hat ihm das Album Erotica geschenkt und hat dazu eine Widmung reingeschrieben, to Quentin, it's not about dick, it's about love. Oh. Also er hat den Titel ein bisschen missinterpretiert. Was sind denn dann eigentlich eure Lieblingsdialoge in dem Film? Da kann man eigentlich fast nie über nichts anderes als Dialoge reden bei Reservoir Dogs. Ich habe mir tatsächlich, wo ich jetzt als Vorbereitung für den Podcast mir nochmal angeschaut habe, ich habe mir ein paar Dialoge aufgeschrieben. Zum Beispiel, willst du weiter bellen, kleines Hündchen, oder willst du beißen? Ja, gibt's auch ein geiles Poster mit Michael Madsen und dem Zitat drauf. Das finde ich super. Mit der kleinsten Violine der Welt. Das Weltklasse. Das ist einfach grandios. Bei jedem, glaube ich, der diesen Film gesehen hat, hat sich die kleinste Violine der Welt ins Leben eingeschlichen, dass man es immer wieder benutzen muss. Mein Favorit, der ist schon genannt worden, und das ist der oberkaltschnäuzige Dialog mit Bullen abgeknallt, keine richtigen Menschen quasi. Das ist mein absoluter Favorit. Das ist so ein kaltschnäuziger Dialog, der sorgt direkt für Gänsehaut. Ich müsste eigentlich den kompletten Film zitieren, aber wenn ihr es mal aussuchen müsst, also die legendäre Frühstücksszene alleine da, wenn er eben das Notizbuch wegnimmt und dann mault, auf der einen Seite höre ich was von Madonnas Schwänzen und auf der anderen Seite die ganze Zeit Wong, Wong, Wong. Weltklasse, dann auch dieser Bullendialog. Und was man bei welchen das ich komplett ausflippen könnte, ist die Verteilung der Namen bei der Planung und es darüber diskutiert wird, weil der Mr. Pink halt nicht Mr. Pink heißen soll, sondern es nur heißt, warum muss ich Mr. Pink sein? Weil du eine verdammte Schwuchtel bist. Bei dem könnte ich jetzt mal abbrechen. Wobei halt auch die komplette Restdialog dann nur klasse ist, wenn er anfängt drüber zu maulen, dass er lieber Mr. Purple wäre und der andere mit Mr. Brown noch wie Kacke ausschaut und so weiter, dass sie sich die Namen nicht selber aussuchen dürfen, weil sich dann alle drum streiten, wer Mr. Black sein darf, weil jeder der Coolste sein will. Also der Film, der strotzt über vor geilen Dialogen, das ist unglaublich. Vor geilen Dialogen und natürlich auch vor geilen Bildern. Also in dem Film kann man Szenen vor oder Bildeindrücke, die man in sonst keinen anderen Film dann nur mal sieht, halt außer alles, was danach gekommen ist, weil natürlich viele andere Filme sich an Reservoir Dogs dann auch orientiert haben, wie zum Beispiel der dreifache Mexican Standoff oder dem der Steve Buscemi dann am Boden liegt und dann Harvey Keitel seine Waffe entgegenstreckt, während der Harvey Keitel ihm die Waffe gegen den Schädel hält. Das ist alles super. Mit dem tollen Satz, du hast mich getreten, du Schwein. Oder die Kamera fährt am Anfang eben um den Frühstückstisch rumdumm, während sie da diese grandiosen Unterhaltungen abspielen und die Kamera die ganze Zeit im Kreis rumdumm fährt. Das ist Weltklasse. Geiler Trunkshot noch mit dabei, wenn sie ihren Gast aus dem Kofferraum holen.
Also auch da hat er schon bewiesen, dass er wirklich geile Mittel einzusetzen weiß. Man ist ja ganz lustig noch, weil ich ja vorher von der Wahl der Namen erzählt habe, also die wirkliche Namenswahl zum Beispiel, wie sie der Tim Roth zum Mr. Orange gekommen ist, das war, als er mit dem Tarantino beim Pissen an einem Urinal stand und der Tarantino ihn gefragt hat, was er gern für eine Farbe hätte, weiß oder pink, und er dann nur meinte orange. Könnte vielleicht daran liegen, dass sie an dem Ort, an dem sie gerade waren, und die Farbe, die er vor sich ins Becken fließen hat, sehen. Wo wir gerade bei unnützen Wissen sind. Bei uns ist der Film im September 1992 rausgekommen. 1991 ist er im Cannes Festival uraufgeführt worden. Kurz darauf im Sitges Festival hat der Film die Auszeichnung für die beste Regie und das beste Drehbuch gekriegt und hat vielversprechendere Kandidaten wie Sam Raimis Armee der Finsternis oder Peter Jacksons Braindead ausgestochen. Also es ist schon mal, er hat wirklich schon alteingesessene Hollywood-Regisseure in die Schranken gewiesen mit seinem Erstlingswerk. Ja, und er ist, glaube ich, vom Empire Magazine als einer der bedeutendsten Independent-Filme ausgezeichnet worden, in mehrere Listen sogar vom Empire Magazine. Also wie gesagt, so ein Paukenschlag wie den Film als Debütwerk abzuliefern, nicht umsonst hat er den Titel als Kultregisseur erlangt, und das allein schon durch den ersten Film. Ja, man kennt halt auch, wie oft, dass er im Endeffekt kopiert worden ist, was für einen großen Einfluss, dass er auf die Filmwelt gehabt hat. Es ist ja dann in der Zeit, Anfang der 90er, Mitte der 90er, hat ja jeder Idiot gemeint, er kann man auf Tarantino machen, aber das waren halt einfach nur billige Kopien, und überall ist geworben worden mit im Stil von Tarantino, im Stil von Pulp Fiction, im Stil von Reservoir Dogs, aber das waren immer nur gefakte Taglines und um kaufkräftiges Publikum zu erlangen, aber das waren im Endeffekt nur leere Versprechungen. Das ist sowieso noch für die erste Folge eine gute Warnung, die wir rausgeben an alle. Also wenn ihr irgendeinen Film im Regal liegen seht, auf dem draufsteht, besser als Tarantino oder wie Tarantino, dann lassen wir den liegen. Und wenn wir irgendeinen Film sehen, einen Horrorfilm, auf dem draufsteht, härter als Hostel und brutaler als Saw, dann lassen wir den Film auch schön liegen, weil das sind immer Indikatoren dafür, dass die Filme wahrscheinlich ganz schöne Grütze sind. Und als Ergänzung noch dazu lief im Fantasy Filmfest. Der Aufkleber, den kann man sich auch hinter die Vorhaut jubeln, wo es auf alle Fälle, wo man einen Blick riskieren darf, das ist, wenn es heißt, im Hardline Festival ist er gelaufen in Regensburg. Da lege ich auf alle Fälle die Hand dafür ins Feuer, dass du was Besonderes in der Hand hast. Richtig. Nur zum Abschluss hätte ich noch einen kleinen Filmfehler, der mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt. Bei der Fluchtszene, die ein Pink darstellt, wie er abhaut mit den Diamanten, da haben sie es nämlich wieder ganz einfach gemacht. Anscheinend war der Gehweg zu kurz. Da läuft er nämlich an 3 Geschäften vorbei und dann läuft er gleich nochmal an den gleichen 3 Geschäften vorbei. Das ist... Und ich glaube, wenn man da bei der Szene genau hinschaut, ich war mir jetzt nicht sicher, ob müsst jetzt mal auf Zeitlupe anschauen. Ich glaube, dass sie da sogar das Kamerateam in die Schaufenster spiegelt, aber da muss ich nochmal einen Kontrollblick drauf werfen. Auf alle Fälle waren sie da zu faul, dass sie anscheinend eine längere Straße laufen. Dann ist ja gut, dass der Film nicht vom George Lucas gemacht worden ist, weil dann war das im Nachhinein noch retuschiert worden, 40 Jahre später. Ja, genau. Und es war einfach mit der Jabba the Hutt mitgelaufen. Genau. Okay, wir haben uns so vorgenommen, dass wir versuchen, wie es halt in einer guten Beziehung laufen soll, gute und schlechte Dinge an einem aufzuzählen. So versuchen wir es mal mit Filmen, was vielleicht ab und zu schwer wird, so wie heute zum Beispiel. Aber lasst es uns mal probieren. Also ist zwar, was findet ihr besonders gut und was stört euch ein bisschen an dem Streifen? Ich darf mal anfangen. Also, was mir besonders gut an diesem Film gefällt, das ist ja bisher noch nicht angesprochen worden, ist der Soundtrack. Wenn ich mir diesen Film anschaue, dann feiere ich jedes verdammte Lied, das in diesem Film vorkommt, einfach auch, weil ich die Lieder dadurch teilweise erst kennengelernt habe. Eins meiner absoluten Lieblingslieder da drin ist Stuck in the Middle with You, das auch zu der Folterszene abgespielt wird. Das Lied gefällt mir einfach von Haus aus schon, es passt auch zu dieser Szene. Das Foltern, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, boah, das macht's einfach nur noch mal so richtig geil, sondern es ist einfach dieser komplette Musikmix. Es sind Lieder so mit
70er-Feeling einfach. Es sind da viele Lieder, die in die 70er rausgekommen sind, weil sie ja immer wieder einen 70er Musiksender anhören. Aber ich finde das echt genial. Kein anderer Quentin Tarantino-Film hat danach so viele Lieder, wo ich einfach nur sage, jedes Mal, wenn das kommt, feiere ich das ohne Ende. Was mir nicht so gefällt, ist schwierig zum sagen, weil der Film mich natürlich auch schon seit mehreren Jahren begleitet, wo ich auch sage, da fällt es einem schwer, was Negatives zu finden. Wenn ich mal was aussuchen müsste, da ziehe ich jetzt den Joker, wo sie dann gleich sagt, boah, so ein Arschloch, der sagt das, er ist zu kurz. Der Ratte. Wobei aber sagen muss, zu der Zeit hat der Tarantino noch gewusst, wie man mit Lauflängen umgeht. Und da, ich glaube jetzt, das sind jetzt das 100 Minuten oder was sind, der Film ist perfekt für die Länge, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist deine. Aber was er später dann gemacht hat, das ist eben mit so 3 Stunden Epen, ja, wie gesagt, ich hab's gerne wegen kurz und knackig und deswegen ist Reservoir Dogs halt einfach auch mein Favorit. Ich switch gern meine negative Meinung, wenn sie was Besseres bringt. Ja, verdammt. Ich habe jetzt noch ein bisschen länger Zeit gehabt, dass ich mir Gedanken mache, aber ich kann wirklich nur sagen, am Positives haben wir alles schon gehabt. Das sind die Dialoge, die wo wirklich messerscharf sind und die wo man auch fast jeden Dialog als Intro für eine CD hernehmen kann oder sowas. Eben auch die Musik Stuck in the Middle with You, wie du gesagt hast, das kann man nie mehr hören, ohne dass man an abgeschnittene Ohren denkt. Und wie gesagt, Negatives kann jetzt in dem Fall wirklich nichts sagen. Das Teil ist aus einem Guss und es ist jetzt mir wieder eine Freude, den auch zum Schauen. Mein Highlight in dem Film, ich hätte jetzt auch wäre noch auf den Soundtrack gekommen, den der Corby jetzt schon genannt hat, weil da eben Songs dabei sind, Hooked on a Feeling und dann eben das Stuck in the Middle with You. Da ist auch, der ist wie die Dialoge, der ist wie jede Kameraeinstellung, ist ja der Soundtrack perfekt gewählt und eingebracht. Da gibt's nichts, dass du sagst, okay, das Little ist jetzt irgendwie befremdlich gerade, sondern es passt alles wie die Faust aufs Auge. Und auch bei dem Punkt jetzt, dass ich was Schlechtes sagen soll, muss ich sagen, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Da würde ich wirklich dann auch auf den Corbys Schiene aufspringen und sagen, ich hätte dem Film locker noch eine halbe Stunde zuschauen können. Von mir aus hätte er länger laufen dürfen. Oder vielleicht, dass man sagt, ich hätte noch gern gesehen, was am Schluss mit dem Mr. Pink passiert. Aber eigentlich auch nicht, weil gerade das halt ziemlich cool ist, dass man nicht zu 100% weiß, wie der Film ausgeht. Ich habe auch nichts Schlechtes, streicht das, was ich gesagt habe. Es gibt nichts Schlechtes an dem Film, das ist ein Meisterwerk. Okay, dann sagen wir danke fürs Zuhören bei unserer ersten Folge. Ich hoffe, ihr habt uns einigermaßen verstanden. Wer nicht ganz kapiert, was wir da nuscheln, der hört sich mal die Folge 0 an, da erklären wir mal kurz, was das Ganze soll. Und ansonsten hoffen wir, dass demnächst wieder bei uns reinhört. Servus, pfiat euch. Genau, macht's es gut und bis zur nächsten Folge.